Salut zusammen und herzlich willkommen zurück zu GTA Vice City. Wir sind immer noch da beim Diaz seiner Villa, weil wir haben ja dort müssen mit so einem Boot, zu einem anderen Boot, irgendwie so ein Drogenpäckchen holen, glaube ich, es war. Und dann sind wir noch verfolgt worden von den, wie heissen die, was sind es schon wieder, von den, nicht Mexikaner, von den Latinas-Typen da, Latino-Boys, keine Ahnung. Ah, das ist das Labyrinth. Ah, das ist das Labyrinth. Was ist echt da innen in der Mitte? Das Labyrinth wird nicht so schwer sein, weil es ist ein altes Game. Wie überall die Zeitung rumliegen vom Elvis, wo irgendwie gestorben ist. Ah, da hocken einfach noch Leute. Verstecken sich da im Büschchen innen. Ah, keine Ahnung. Ja, wo kommen wir jetzt so wieder raus? Hä? Ah, da. So. Also, wir machen jetzt mal in dieser Mission, in dieser Folge, gehen wir jetzt wieder zu dem Picojones-Typ dort oben. Weil das ist noch die einzige Mission, die wir haben gerade wirklich, muss ich sagen. Ich weiß nicht wieso. Ich hoffe jetzt nicht, dass das Let's Play schon gleich fertig ist. Also, ich weiß nicht wie viel oder wie weit das ist schon mit der Story bin, ganz ehrlich. Man kann zwar auch speichern, den Speicherpoint anschauen und dann sieht man, wie viel Prozent das wir haben. Aber das ist jetzt gerade die einzige Mission, die wir haben. Und da würde ich mal sagen, mit uns mal dorthin. Au! Scheiß Fahrer, Alter. Die werden die Töpfe haben, ich habe die falsche Waffe ausgerüstet. Aber da kommt ein Infernus und das Auto nehme ich wesentlich lieber, weil das ist schon schnell. Und was wir sonst mal noch machen in der nächsten Folge sonst, ist sind mal da die Totem oder die Päckchen sind sie ja eigentlich suchen. Wir haben jetzt Zugang auf die ganze Map. Und dann können wir schon mal eine ganze Folge lang einfach mal die Päckchen suchen, weil das tut ja, glaube ich, das Leben erhöhen, so viel ich weiss. Aber, oder was passiert jetzt, wenn ich da zum Beispiel so ein unten... Ah, man kriegt das Telefon über, wer ist es? Yo, Tommy, it's Lance. Yeah? Oh, nice to hear from you, Lance. Come on, man, be cool, be cool. I'm in the middle of something. What do you want? Nothing. Just to say, look, Tommy, we can do this thing. You and me, no problem. You know what I mean? We're going to have to do it, because otherwise we're going to be dead, Lance. We're in too far now. But thanks for the call. Speak to you later. Okay, strange. Zurzeit kannst du die Eiscreme-Fabrik nicht kaufen und kommst später wieder. Okay, also gut, dann werden wir noch nicht so weit sein mit den Missionen, denke ich mal, dass wir da noch keine Immobilien kaufen können. Oder allgemein mit der Story werden wir wahrscheinlich in dem Fall noch nicht so weit sein. Aber wir schauen jetzt mal, was da die nächste Mission für uns vorbereitet. Gucken wir mal. Und eben, wie gesagt, in der nächsten Folge würde ich schon mal vorschlagen, dass wir mal schauen, wo die Päckchen sind, beziehungsweise ich bin dann einfach mal so frech und schaue mal im Internet nach, wo die überall sind, weil sonst wird es dann auch ein bisschen schwierig, dann, das alles zu suchen oder zu finden. Alberto! Uno café, senor. Don't serve the snake in this long. You're two-faced, Tommy. You're either two-faced or you're a wimp, baby boy. The Haitians, man, they're laughing at me. Easy, easy. What's your problem? They're laughing at me, Tommy, at me, Humberto Rubino. They're doing whatever they like. Nobody does whatever they like, Umberto. They do what you let them do. What? You want somebody taken care of? I can handle it, but it's gonna cost you. I know we're brothers and all, but this is business. Tommy, you a real man. Businessman, a gentleman. These Haitians, they have a load of product coming in offshore. Really good stuff. We take it, and we finish them. You take it, and I look after you. Like my brother, like my son. I think I prefer the cash to being bounced on your knee, amigo. Okay, alles klar. Begib dich zu Rico. Werde ich zum Treffpunkt. Alles klar. Dann nehmen wir da jetzt mal das Auto. Lady, schon wieder du? Wir haben vor 2 Folgen schon mal das Auto gemückt. Aber da hinten hat sie ja schon wieder ein neues Auto, scheint es. Da hinten hockt sie schon wieder. Es ist einfach so geil, wie wenig Skins dass es da in diesem Game gibt. Wie alle immer so etwa gleich ausgesehen. Aber so ist es halt früher gewesen, oder er hat halt nicht so gelenkt für 100 verschiedene Skins in einem Game. Aber ja. Es macht auch auf jeden Fall Spaß. Muss ich ganz ehrlich sagen, ich finde das Game bis jetzt auch wirklich sehr, sehr stark. Und es bockt richtig auf das neue GTA, wo ja scheint laut Gerücht ja jetzt wirklich dieses Jahr angekündigt werden, das GTA 6. Und ich hoffe einfach, es spielt in Vice City. Hoffe Hey, das. Rico. Nice boat. You ready? See, Tommy, now you be a good shot today. My boat, she no good, full of holes, okay? Okay, müssen wir fahren, hä? Nein, wir stehen zwar. Er fährt ja jetzt, geheißen, stimmt.
Erledige alle Haitianer auf dem Boot. Ja, aber Jungs. Aber ich will gerade sagen, also so sterbe ich ja gerade. Jetzt haben wir wieder keine Waffe. Ich will gerade sagen, so sterbe ich ja instant. Sorry, wenn ich etwas nebenbei trinke, aber ich bin leider recht durstig. Paul, I might have a little result for you, but I need to speak to you in person. I'm enjoying a little R&R at the Club Malibu. I reckon you're going to owe me a favour or two after this, sunshine. I'll see you later. Okay, das ist etwas Neues, hä? Hat recht British tönt, muss ich ganz ehrlich sagen. Und wir gehen jetzt mal zu der nächsten Mission. Also zur nächsten Mission, wir sind aber gerade bei der Mission, aber also manchmal weiß ich auch nicht, was ich labere, ganz ehrlich, Alter. Was ich wollte sagen ist, dass wir... Soll ich da her? Oder... Nein, ich gehe zu dem Waffenladen. Ich muss jetzt wieder Waffen halt leider zuerst haben, bevor ich überhaupt wieder etwas machen kann. Und zwar wieder das LMG, oder LMG, das ist einfach das schwere Gewehr, muss ich haben. Oh, geiles Auto. So, runter zuerst, hä? Das ist halt einfach ein bisschen doof, dass du immer die Waffen verlierst. Also dann haben sie halt dann schon in den späteren GTA haben sie das schon recht gut gelöst, muss ich ehrlich sagen. Weil es ist echt mühsam, dass du immer die Waffen wieder verlierst. Ja. Aber es ist halt mal so. Oh, fahre ich richtig? Ja, fahre richtig gut. Alter, für eine Sekunde schon gemeint, jetzt fahre ich einfach da wieder falsch. Aber alles gut. Fahre richtig. Jetzt irgendwie hier runter und dann irgendwie, ich glaube, es geht auf dieser Straße. Ich will auf die Minimap schauen. Irgendwo da unten, jawohl, sind wir schon richtig gewesen. Sorry, Polizei. Ja, ich würde mal sagen, wir nehmen jetzt einfach... Hoppla, sorry. Einfach viel über den Dude reingeraten. Wir nehmen jetzt einfach ein LMG. Sag ich mir LMG. Ein MG meine ich. So, wie heisst die? Kruger. Also Krüger wahrscheinlich. Ja, die nehmen wir jetzt einmal. Kaufen wir etwa so viel Munition. Und eine Schutzweste kaufen wir uns auch noch gerade dazu. Nicht, dass wir da in der kürzesten Zeit wieder abnippeln. Und ja, dann düsen wir wieder zurück zum Bicones. Ah! Lol, einfach so ein Dings. Das habe ich jetzt noch nie gesehen. Das ist ja schon das gesehen. So die weiße Kreide am Boden, das wie der Tote gelegen ist. Vom Tatort. Das ist ja geil gemacht. Oh, ich freue mich einfach so auf ein GTA 6. Ich kann es mir nicht glauben. Ich weiß nicht wieso. In letzter Zeit löse ich einfach immer mehr Gerüchte und alles drum und dran. Und ich habe einfach nur Bock auf das Game. Und ich freue mich so, wenn das rauskommt, wirklich. Und es soll einfach mal endlich kommen, das Game. Es soll endlich mal rauskommen, das Game. Ich mich auch wundern, wie sie das aufbauen dann, wie das Setting wird sein. Ich hoffe einfach, es wird so eben auch so 80er-Style sein, wird es richtig fühlen dann. Und ja, einfach mal Zeit für ein neues GTA, weil ja, GTA 5 ist halt davon schon recht blöd gesagt oder böse gesagt ausgelutscht. Und ja, es ist einfach mal Zeit. Es ist und wird einfach mal Zeit, so muss man sagen. Aber es kommt eben zuerst noch eine Remastered GTA 5 Version raus. Weil Rockstar einfach gedacht so, oh, machen wir noch ein bisschen mehr Geld. Wieso nicht? Es hat ja eigentlich auch der Sommer rausgekommen, aber man hat einfach bis jetzt noch immer noch nicht gehört. Aber ja. So ist halt Rockstar. Viel bla bla. Wir machen, wir tun, aber irgendwie nie etwas zeigen. Aber ja. Ich werde mich da nicht beklagen. Ich kriege noch den Anschiss über von Rockstar, da wär's noch. Oh Mann. So, also wir tun jetzt nochmal zum Viereckli dort. Wir machen jetzt nochmal die gleiche Mission. Wir haben jetzt ein LMG. Es sollte auch dementsprechend ein bisschen einfacher sein, die Leute abschiessen bzw. auch die Schiffe kaputt zu machen. Wenn wir sie überhaupt kaputt machen oder sollten kaputt machen. Also die Fahrphysik in diesem Game. Katastrophe. So. Und ja.
Hoffentlich schaffen wir es jetzt, weil ich habe nur gesehen, wie die auf mich geballert haben, wie schnell dass sie das Leben verloren haben. Und dann habe ich nur gedacht, so, okay, da wird nicht gut rauskommen bei dieser Mission. Hey, Rico. Nice boat. Das kann man nicht überspringen. See, Tommy, now you be a good shot today. My boat, she no good, full of holes, okay? Geile Musik. Da, 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 da. So. Und jetzt? Ah, dort ist noch einer. Oder? Und jetzt? Hallo? Ich kann ja nicht schwimmen. Hallo? Dude, ich kann ja nicht schwimmen. Ich kann ja nicht schwimmen. Wie will ich jetzt nicht rüberkommen? Hallo? Game? Dort ist einfach irgendwie noch einer. Wie kommt? Jetzt muss ich schon überlegen. So. Suspect on foot. Okay, den habe ich jetzt auch. Hier ist noch einer. Aber es hat ja geheißen, alle Haitianer und die habe ich ja, oder? Oder muss ich das Schiff kaputt machen? Ah. Schiff kaputt machen. So wäre es gegangen. Uiuiui. Ah, shit. Ich komme das Falsche. Duck dich, Tommy. Oh shit, da ist noch einer. Oh shit! Der ist tot. Ja shit, wie wird jetzt nicht herkommen? Shit, der Polizist. Auto, Auto. Ah! Ah! What the fuck? Alter! Wieso sind die Missionen immer so schwer? Oh mein Gott. Okay, gut, dann würde ich mal sagen. Wir sind aber schon beim Folgeende wieder, oder von der Zeit her ist schon aufgebraucht. Wir machen in der nächsten Folge zuerst mal die Päckchen. Vielleicht bringt uns das etwas, wenn wir mal die Päckchen gesammelt haben. Und ja, dann würde ich mal sagen, was es war mit dieser Folge von GTA Vice City. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich immer über eine Bewertung freuen, sowie über ein Abo, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und wenn ihr das Video teilen wollt. Und sonst sehen wir uns dann einfach im nächsten Teil wieder. Bis dann, macht's gut. Schönes Tag noch. Ciao.